Salut, willkommen zurück in Triester. Und heute, übrigens schön bist du da, gibt es ein Video, wo wieder mal noch ein bisschen Theorie ist. Also, ich werde immer wieder gefragt, wieso weide ich, wie ich weide? Wieso nehme ich mir die Aufwand und das tägliche wieder umweiden und immer wieder neu aufstellen und abbauen? Und wieso mache ich das eigentlich? Ja, in dem folgenden Video probiere ich es euch erklären. So gut wie es möglich. Und dazu gebe ich auch noch Tipps, von wem ich es gelernt habe. Und ja, ich wünsche viel Spaß beim heutigen Video. Wieso ich weide, wie ich weide. So einfach ist es. Also gestern habe ich sie ganz dort hinten platziert, am Rand. Und da sind sie ja vorgestern gewesen. Das habt ihr noch gesehen, als ich es hier aufgestellt habe. Den Oberzaun habe ich stehen lassen, weil ich gehe oben durch weiter als nächstes. Das heisst, der Oberzaun, der war, ist jetzt der Unterzaun. Und ich habe da mir die Energie behalten sparen. Und einfach mit dem, der unten durch war, gehe ich jetzt oben durch. Aber zuerst muss ich wie immer es trimmern. Wieso dann ist es trimmern? Einfach damit der Strom sauber läuft und der Hag sauber läuft. Weil überall wächst das Zeug durch. Und dort, wo der Hag durchgeht, will ich, dass es schön eben ist. Und dort am Hag gehen sie eh nicht fressen. Also ist das Wieso schon vorgeweidet. Also wegen dem Strom gehen sie nicht so gerne an den Zaun ran. Und damit es nicht so eine, ja, viel Gründe, wie immer. Aber jetzt gehe ich. Und nochmal, wieso tue ich jeden Tag? Ja, das ist die Theorie von der rotierenden Beweide. Ein Drittel stehen lassen, ein Drittel fressen und ein Drittel vertrampeln. Ist immer plus minus, gell? Ich tue es nicht genau nachmessen. Aber das mache ich, weil ich möchte Humus aufbauen. Ich möchte nicht nur, dass die Schafe weiden und fressen, sondern ich will fortlaufend auch, dass sie düngern und seichen und trampeln und aufwühlen. Und aber, dass der Wachstum angekurbelt und dass die Sukzession angekurbelt wird. Es ist eine Sache, die man nicht per sofort sieht. Und es ist auch mal gleich, wenn es mal einen Tag länger oder einen Tag weniger bleibt. Aber umso mehr, ja, also Theorien sind unterschiedlich und jeder hat seine Meinung dazu. Aber, nicht aber, sondern und. Die Theorie, die ich verfolge, der Joel Salatin, Greg Judy und noch viel mehr, haben es vor mir ganz fest bewiesen. Ich tue nichts Neues erfinden. Sondern das ist einfach Zeug, was schon lange passiert und bewiesen ist. Und ich finde, die Theorie, die passt mir. Und darum gebe ich mir die Mühe und die Arbeit und mache es jeden Tag. Das ist meine Priorität. Und in der Zwischenzeit habe ich auch gemerkt, dass ich am allerliebsten Hirte bin. Also am allerliebsten habe ich die Arbeit mit den Tieren und vor den Tieren und den Aufbau vom Boden. Das sind so meine Dinge. Neben dem Wasser natürlich. Aber momentan kann ich die Wasseränderungen nicht ganz so machen. Aber das kommt. Es ist alles in der Pipeline, so wie das Wasser. Mhm. You are what you eat. Wenn man da zum Beispiel liegt jetzt da ein Haufen nicht gefressenes Gras rum, was abgerissen haben, so an dem angekommen, was sie wollen. Das heisst, das ist Mulch, das ist Chop and Drop. Das liegt hier als Mulch, ist reingetrampelt. Da liegt Gacki, das ist Dünger. Bisselt worden ist es auch. Und vor allem, jetzt da die Wurzelballen, die jetzt ein bisschen zurückgefressen sind, die haben jetzt mehr Licht und kommen mehr an, können mehr schnaufen. Gell, Buben? So ist die Theorie. And you are what you eat. And you're even what you eat. Ja, die Theorie von Beziehungsarbeit mit den Tieren. Dann bleibt es bei dir. Weil die sind, ja. Und schon sind sie in der neuen Weide. Es ist 20 ab 9 Uhr. Ich muss nicht fertig sein, um sie reinzulassen. Weil, ja, sie sind schon bereit zum Essen. Und
Ja, die Buben sind auch schon wieder drin. Die haben gefunden, ja, wir wollen jetzt, vor allem ist jetzt wieder für die Buben ein spannendes Gebiet, weil es da alle die Bäume hat, was können ein bisschen rumnagen. Was ja gut ist, wenn sie unten wegnagen, das heisst, unten durch gibt es Platz. Weil ich will ja die Krone will man ja haben für Schatten. Das untere Gefotz braucht es eigentlich nicht. Und darum ist gut, wenn die Geissen da unten durch wegputzen. Ja, genau. Und so in Kombination voneinander essen sie, weil ich gehe auf. Noch effizienter wäre, wenn ich voraus würde, zum Beispiel Kühe durchlassen. Also jedes Feld, wo die Schafe nicht sind, vorher die Kühe drin sind, weil die essen alle andere Sachen. Und dann am Schluss noch Hühner hinten an. Das wäre am allerbesten, weil dann würde jetzt auch noch alles verteilen, der Mist, und alle vor allem mal Mädchen fressen und ein Flügeproblem lösen. Ja, rotierende Weide, könnt ihr schauen beim Joel Salatin. Der erklärt es noch viel besser als ich. Auf Englisch aber. Aber ja, besser als ich. Ja, und jetzt da die Altweide kann ich eigentlich da einfach drauf ziehen. Da drauf ziehen und da weitermachen. Und dann können sie dann einfach morgen oder übermorgen wieder, ja, morgen von da zu da über. Und dann können wir da weitermachen. Genau. Und das habe ich jetzt die Wahl beim Abbauen, um das hier oben stehen zu lassen. Vielleicht tue ich sogar strimmern, um euch zu zeigen, ja, das mache ich, glaube ich. Weil der Strimmer ist gerade da. Dann tue ich gerade da noch strimmern da drauf, damit ich den Haken vom Morgen schon parat machen kann. Eben ziemlich sicher wird es morgen sein, dass ich wieder muss. Ganz sicher, weil da gesehen ist so steil, da wächst nicht so viel und vor allem nicht so dicht. Das heisst, die haben das schnell durchgeputzt. Das hat zwar viel Laub, was ihnen gut tut, und da viel Beifuß, wo steht, was können aber drücken und Blätter fressen, aber gleich. Und er hat mehr Felsen und mehr Steine und mehr Bäume, also das heisst definitiv morgen ist das fertig. Aber dafür ist, wenn wir dann doppelt auf der Weide sind, wo eben der Teich kommt, ist wieder Fläche, das heisst dichter und besser bewachsen, das heisst vielleicht nach 2 Tagen wieder. In der Theorie, also weißt du, die Hardcore-Weide, also ein Joel Salatin, je nach Gebiet, tut im Fall einfach nur jede Stunde wechseln. Also da hat er 10'000 Kühe, eine Stunde lang auf ein Gebiet und dann zack weiter und zack weiter, alle Stunde. Ja, hochintensiv, aber dafür brutal. Und ja, du sagst jetzt 10'000 Kühe, musst du jetzt nicht übertrieben, Colin. Ja, nein, ich tue leider nicht übertrieben. Nicht schauen, ist alles dokumentiert. Ja, ich könnte doch einfach meine Schafe da einfach rumweiden lassen und laufen lassen. Ja, könnte, macht man auch so. Außer meine Theorie, also es ist ja nicht meine Theorie. Die Theorie, die ich verfolge, ist eben, du gibst ihnen einen beschränkten Platz. Weil die fressen müssen es. Vor allem, die sind halt trächtig. Oder wir hoffen, sie sind trächtig, also müssen sie erst recht fressen. Und so, wenn es eben einen beschränkten Platz hat. Genug aber. Müssen sie auch das essen, was sie nicht wollen. Das ist wie Kind. Wenn du ihnen einfach machen lässt, nehmen sie noch Pommes frites und Spaghetti. Und Gemüse nehmen sie nie. Und bei den Schafen ist es gleich. Sie würden da nur Schafgaben rauspicken und ein bisschen schönes Gras. Und alles andere würden sie stehen lassen. Einfach aus Prinzip, weil nicht so schön, nicht so schön. Und dann am Schluss, langfristig, hast du nur noch das Zeug, das nicht so schön ist. Aber so, wenn sie eben alles abweidet, so wie ihr eben unten gesehen habt, fortlaufend, dann hat alles wieder die gleiche Chance zum Wachsen. Genau. Nicht nur das, was also nicht nur das, was stehen wächst weiter, sondern alles. Ich werde es da nochmal sehen. Und eben, ich habe jetzt gesehen, es ist so dicht, ich kann jedes Feld für 2 Tage lassen, vermutlich. Oder muss ich sogar 2 Tage lassen. Und jetzt will ich da Etappen, streifenweise machen, kann ich einfach anhängen. Genau, so ist das. Und wird sogar nicht
nur immer eins müssen umstellen aufs Mal, also ein Hag. Also sprich, zuerst mache ich da, der Hag bleibt dann stehen, dann kommt der über, ja, ihr werdet es sehen. If you wanna know what you're made from, look at what you're made from's made from. Cause the stuff that we're all made from is the same. Yeah, we goes from dust to dust. You gotta just trust that. Oder einfach, dass wir wieder darüber geredet haben. Für all die sagen, es spinnt, das muss man nicht und sollte man nicht und da ist doch viel zu viel Aufwand. Ja, sind froh, dass ihr es nicht macht. Und ja, behaltet es vor allem für euch. Genau. Zweitens, für die, wo es egal ist, dann ist es egal. Schön und recht, aber trotzdem schön bist du am Schauen, weil sonst würdest du das jetzt nicht hören. Und für die Dritten, die es lernen oder unterstützen oder helfen oder gewundert sind, kommt vorbei. Wirklich, einfach, ich kann mich nur wiederholen. Sehr gut, ich mache es so, wie ich es mache, weil ich daran glaube. Und es gibt ja den schönen Spruch, wenn du die Welt verändern willst, kannst du nicht das Gleiche machen wie wir es anhin, oder? Genau. Und ja, ich will halt alles ein bisschen anders machen. Aber ich mache nichts Neues, sondern nur so, weil ich weiss, es funktioniert. Oh, aber eins ist klar, muss ich wirklich noch erwähnen, wenn ich grössere Schafe hätte wie die Oissons, das haben wir ja im Frühling rausgesehen, und könnte ich einfach Band ziehen. Und mit Band und Pfosten wäre es viel, viel einfacher und viel, viel schneller, wenn ich grössere Schafe hätte als Oissons. So ein bisschen Engadiner oder so, oder Suffolk oder so. Dann wäre das eine andere Rasse, wäre viel, viel einfacher und viel, viel schneller. Ich habe jetzt aber die kleinen, das aber auch ganz bewusst wegen der Trittschäden und so, bis es so trocken ist. Aber ja, genau, jetzt muss ich weiterarbeiten. Gestern habe ich so plötzlich aufbrechen, wegen allem, wegen der Esel und so. Aber ja, automatisch umgekehrt, aber es funktioniert immer noch, nicht schlecht. So schnell, gell. Heute hoffentlich mehr Zeit, habe aber auch einen weiteren Haken dabei, falls das nötig ist. Ja. Jetzt muss ich einfach hier weiter aufräumen, was ich gestern nicht fertig gemacht habe, muss jetzt noch gemacht sein. Dafür habe ich ja gestern oben schon den neuen Weid bereit gemacht, den grossen Teil gestrimmert. Das heisst, ich bin schon ein paar Schritte voraus, kommst raus. Und jetzt gemütlich, Leute hetzen, es ist noch morgen früh, Esel sind da, alles ist da, die Schäfe sind da, die Geissen sind da, alles sind da, alles sind versorgt. Also kann ich in aller Ruhe das machen, was nötig ist, Schritt für Schritt und mehr nicht. Genau. Hey, und ich mache es so gerne. Es ist so wichtig, ich mache es so gerne, nicht nur einfach, weil ich es muss, sondern einfach auch, weil ich es will. Also, wir sind uns sicher einig, es gibt einfachere Varianten, als wie ich es mache. Zum Beispiel könnte ich ja auch den Hag, der da steht und überwachsen ist, benutzen, anstatt der Hag. Jetzt ist es aber so, in der Permakultur wissen wir, dass der Rand, dort wo am produktivsten ist, also sprich, die Übergangszone von dort zu da der Hag, der so bewachsen ist ein Wohnraum für ganz viele verschiedene Sachen. Und schau mal die Biodiversität, die da ist. Hier in dieser Randzone. Wie biodivers das der ist, noch viel mehr als auf der Weide. Genau. Zudem ist der Hag stabiler, weil es bewachsen ist. Und dann kommt er weniger durch. Und so weiter und so fort. Darum werde ich jetzt trotzdem einen Hag aufstellen, damit meine Schäfe da das ganze produktive Randzone nicht kaputt macht. Darum. Sehr wichtig ist auch, dass ich zum Beispiel heute Morgen beobachte. Schau, also da gibt es ja ganz viel Frost. Aber wenn ich da unter den Bäumen schaue, sehe ich auch, dass es keinen Frost hat. Obwohl, das ist ja ein Meter dazwischen. Eben die Übergangszone, die Randzone. Also unter den Bäumen liegt kein Frost. Für die einen logisch, für die anderen nicht. Für mich jetzt wichtig, weil das weiss ich, wenn ich da fertig aufgestellt bin, die Schäfe auf dieser Weide sind und ich fürs nächste schon wieder vorbereite, muss ich für die Schäfe eine Zone lassen,
wo sie keinen Frost haben. Weil wenn in der nächsten Zeit Frost ist, ist es weniger cool für sie, wenn sie dem exponiert sind. Das heisst zum Beispiel im nächsten Feld kann ich den Baum drin lassen. Ist ja gleich, wenn es überbeweitet wird unter einem Baum, weil eben, ja, ist ja, weißt, es darf auch so sein. Oder ich kann den oberen Baum benutzen, wie dort unter dem oberen Baum, also dort oben, ist sicher auch kein Frost. Darum muss ich immer wieder schauen und beobachten und vorausdenken, bevor ich da einhänge. So, jetzt nehme ich das Trimmer, weil ich weiss jetzt auch ganz genau, wo ich übergehen will. Da habe ich noch nichts Trimmer hier oben durch, damit ich nicht zu viel oder nicht zu wenig habe. Und dann tue ich fertig Trimmer, komme wieder zurück und schon ist bereit für den neuen Feld. We've been freaking out, but it's time to get down, down, down. 'Cause we're made up of common ground. Can't live without it. Und auch jetzt sehe ich, sie gehen zuerst dorthin, wo es keinen Frost hat. Die sind einmal rundherum gelaufen, das machen sie immer, wenn sie auf eine neue Weide kommen. Einmal rundherum laufen, schauen, wo was ist. Und jetzt sind sie zurückgekommen, da was keinen Frost hat, logischerweise. Weil wer will schon gefrorenes essen, das muss erst auftauen. And it's time to get down, 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 down. Ja, das war es so gewesen mit dem Video. Ich weiss nicht, ob ihr jetzt versteht, wieso ich das mache. Ja, ihr habt recht. Es ist jetzt kurzfristig mehr Arbeit. Definitiv. Als einfach weiterlassen. Aber langfristig führt es zu Überfluss. Es führt zu einem besseren Boden, was bessere Gras gibt, wo bessere Kraut gibt, wo einfach alles aufwertet, und das gibt langfristig weniger Arbeit, weil es mir besser geht und ich habe bessere Heu, ich habe bessere Rasen, ich habe gesünderes Fleisch und so weiter und so fort. Und vor allem geht es unserer Erde besser und meine Tiere besser. So. Und ja, komme was wolle. Für das Arbeiten müssen wir sowieso. Darum bin ich froh, habe ich die Technik, die für mich stimmt. Ich muss nichts beweisen, das ist schon lange bewiesen. Und wenn es mir nicht glauben, könnt ihr schauen. Wie gesagt, die Link die sind da unten in der Beschreibung. Und ja, danke vielmals fürs Schauen. Wenn es dir gefällt, einen grossen Daumen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kommentieren. Wenn du es kritisieren willst, ja nu, das hilft auch mit den Algorithmen. Aber eigentlich bin ich froh, wenn du abonnieren, damit nichts verpasst ist. Theorie wie auch die Realitäts-TV. Hey, mein Name ist Colin, ich wohne hier im Paradies in Triesta. Das ist Permakultur im Wunderland. Und hey, das Wichtigste ist zum Sagen, schön geht's dich. Du machst die Welt zu einem besseren Ort. Danke, tschüss. You are what you eat, and you are what you eat eats, and you're even what you eats, and it repeats, 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 it repeats. Und übrigens, man sieht auch vom Weltall aus den Unterschied. It repeats, it repeats.